Nun denn, nun denn, nun denn. Wir wagen uns in eine neue Aufnahme hier bei Anno 1800. Herr Schwarzmann, willkommen zurück. Und wir haben letzte Folge zum anderen Mal hier die Perlentaucher oder Perlenfarmer gemacht. Einfach mal so just for fun. Hat sich insofern bis jetzt durchaus rendiert. Kann man nicht großartig meckern. Aber wir müssen noch ein bisschen gucken, wie wir jetzt hier mit den ganzen Baumschulen und so fortfahren. Und irgendwie auch wegen dem Ölhafen und so. Sogar schon hier auf La Isla anfangen, das auszubauen. Mehr als bereit. Ja gut, er ist so bereit, aber ich noch nicht so wirklich. Ich bin eher noch ein bisschen skeptisch, was da betrifft. Sind unterwegs. So, was will denn der hier? Hilfst du einem alten Mann? Bring die guten alten Zeiten zurück, Jefe. Die guten alten Zeiten, Krefe. Sagt Tschüss. Ehrlich Das ist und erste fleißig. Gut gemacht. Ah. Botanisches Set, okay. Warum auch nicht? Ein Botanik-Set, warum auch nicht? Tudu. So, was er erstmal machen will, ist hier die ganzen Häuser ausbauen. Ich brauche natürlich dann bald schon wieder weiteres Holz und so. Naja, überall noch ein bisschen. Hier müssen wir gucken, dass die ein bisschen mehr Holz kriegen. Kann man auch schon sagen. Warte mal, Melonen, Ponchos. Ist nicht meine Schuld, hä? Das hat zu wenig Alpaka. Kann eigentlich fast nichts sein. Das habe ich eigentlich ziemlich gut ausgerechnet, dass es sogar reichen müsste. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Das ist ein Gerücht. Ich weiß nichts von. Die Königin, wer ist das? Na. Ja, ich müsste hier mit den Feldern noch ein bisschen anders platzieren. Was kann ich für dich tun? So. Dem fehlt noch ein bisschen was, wa? Aha. Sehen Sie meine Großmut? Ja, ich gebe Ihnen Arbeit. Genießen Sie einem von Malching zu dienen. Ich würde ihm mal lieber die Fresse polieren, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber würde eh nichts bringen. Okay, muss ich eventuell doch mal noch gucken. Das Feuer der Leidenschaft. Feuer Leidenschaft. Hätte ich jetzt anders formuliert, aber okay. Ja, vor allem da mit der Feuerwache, also bitte. Zurück zum wichtigeren Thema. Wenn ich jetzt also sage, ich würde die Baumschule gerne hier bauen. Erst einmal brauche ich ein paar Mitarbeiter mehr. 35. Pro Baum. Vermutlich brauche ich irgendwie 2 oder 3 Bäume. Keine Chance, auf der Insel keinen Platz mehr. Jetzt kann ich mir sowas von abschminken. Ai ai. Ai 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 ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Steuermann! So. Wo
Produziere ich eigentlich noch Holz, mal so by the way gefragt? Irgendwie nicht das Gefühl. Ja doch, dann noch ein bisschen langsam. Baumschule, Baumschule. Ich wollte den Platz hier unten eigentlich für weitere Häuser nutzen. Andererseits kann man sich auch fragen, wozu überhaupt? Da haben wir schon von vielen möglichen Stufen schon relativ viel. So mutig und so viele Leben gerettet. So bin ich halt. Gewisse Ölquellen kann ich noch verschieben, damit zum Beispiel die Ölraffinerie hier mit den 4 zurechtkommt, plus halt mit dem 5. da oben noch. Die Infokampf verschieben geht leider nicht mehr. Seien wir ehrlich, auf der Insel ist eigentlich kein Platz mehr. Wie sieht es denn hier oben aus? Da habe ich ja ursprünglich gesagt, nee, nicht mehr, weil Platz. Aber seien wir jetzt mal ehrlich, vor allem was die Bananen betrifft. Nicht relativ viele Bananen. Also Felder vor allem. Wenn ich zum Beispiel jetzt sogar sage, come on, ich brauche gar nicht mehr so viel, auch Kaffeebohnen und so. Also kann ich 1, 2 von diesen Kaffee, von den Feldern hier, durch Bananen oder Mais ersetzen würde es sogar reichen, zum sagen, pff, okay, die hier oben, boah, auch jetzt nicht mehr. Natürlich aufgepasst, ich habe hier nur jeweils 10, ne? Darf ich nicht unterschätzen, muss erstmal den Tag machen. Aber pro so eine Plantage lediglich 10 Leute. Fischölfabrik ist ein bisschen anders, aber auch heute ein bisschen mehr. Kannst du nicht anständig arbeiten. Goldmine, ja, aber können theoretisch nochmal eine bauen. Wie sieht's denn hier generell mit dem Fischöl aus? Ist eigentlich auch gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Bananen gibt es keine mehr von hier oben. Außer vielleicht irgendwie 1, 2 kann man ja noch belassen. Und Fischöl jetzt mal fürs Erst auch nicht mehr. Stattdessen brauche ich diesen verdammten Wald. Okay, hier fehlen noch ein paar Ziegel. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja. Der braucht und braucht das aber echt nicht mehr zu glauben. Müsste ich echt mal ein paar Dampfschiffe aus der alten Welt vorbeischicken. Und sagen, hey Jungs, können wir doch mal da rum. Aber ja, Leute, ich glaube, wir machen es echt so. Die Baumschulen nicht hier unten. Und wir machen die da oben. Ich hole es auch ab. Wenn wir die wirklich durch Bananenfelder ersetzen würden. Oder Maisfelder oder beides zusammen. Und ja, jetzt haben wir natürlich den Kaffee freigegeben, deswegen habe ich viel mehr Obrera. Ich brauche generell ja nicht so viel. In die Takelage! Der Kaffee als Grundbedürfnis wieder sinkt. Ein wenig zumindest. Der oben steigt auch nur ein wenig. Nähmaschinen sinken jetzt dafür. Hochräder weiterhin. Kaffee ist auch leicht am Sinken. Kaffee ein bisschen beobachten, damit die Nähmaschinen verstehe ich. Nähmaschinen selber verstehe ich schon, ne? Muss ich so formulieren, verstehe ich schon. Halten Sie sich besser die Ohren zu. Und dass die verdammten Hochräder nicht ausreichen. 2 Hochradwerkhallen reichen nicht aus. Und es geht hier um die hier. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weißt du was? Nee, wenn ihr da so ein Problem damit habt, dann weg damit. Gibt's keine mehr. Ich nutze die Zeit zum Denken.
denke ich. Ich dafür halt die Nähmaschinenfabrik ein. Hochrat Werkhalle. Ich lasse die jetzt trotzdem mal drin. Einfach mal so, just for fun, aber damit ich ein bisschen Vergleich habe und so. Was wir gerade alles so brauchen. So, ist eben noch. Wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Okay, ist der. Die Forschung selbst, ja, die ganzen Forschungshäuser, weil sonst nicht mehr viel machen kann, leider. Ja, aber Kaffee müssen wir sicher ein bisschen beobachten. Als Nähmaschine müssen wir jetzt beruhigen. Hochräder gehen wir langsam auf den Sack. Kein Lust mehr damit. Zigarren, Schokolade erholen sich langsam stetig. Kaffee sinkt hoffentlich nicht weiter. Das wäre ein bisschen kacke. Merkt man eigentlich schon ein bisschen was vom Öl? Ich habe noch ein bisschen was. Habe ich hier auch noch was? Das wäre jetzt die große interessante Frage. Nö. Stillgestanden. Admiral. Einfach nö. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Da frage ich mich halt auch, ob das daran liegt, weil der Ölverteiler aber zu langsam ist. Weil es hier wirklich so einen enormen Verbrauch hat an Öl. Ich meine, der kommt jetzt gerade hier mit 172 nach, der mit 16 kommt er zurück. Oder auch nicht. Wir haben mit 7 und 12. Wir haben jetzt alle Schienen miteinander verbunden. Ob das gut geht? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe doch keinen Schimmer, Freunde. Ich sag doch einfach nur ein bisschen und hoffe, dass alles gut geht. So. Also. Die sind happy, dank dem Kaffee. Ich kann jetzt einfach mal wieder sperren zum gucken, wie schnell es runtergeht. Trotzdem auch schon leer und so haben wir eigentlich genug Leute. Also, wenn ich hier unbedingt noch mehr will, höchstens aus, das war ja wegen dem Öl. Die Ölquelle und so. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Okay, machen wir hier weiter. Wir hatten dann noch ein paar Häuser zum Upgraden. Dann kann ich dann, wenn das soweit ist, diese Insel hier endlich mal abschließen. So. Dann haben wir noch 1, 2, 3. Nähmaschinenengpass. Ja, das kommt, das kommt. 3 Lagerhallen, ne, von dem her. Also, 90, 90, 60 bräuchte ich. In die Takelage! Währenddessen dann hier oben. Ei. Fischöl, alles voll. Ja, und die Goldmine will ich noch erschließen. Die beiden können wir eigentlich wieder abholzen. Stattdessen glaube ich die jetzt mal entfernen. Ich glaube den hier auch noch. Die beiden lasse ich, glaube ich. Ich trinke meinen Kaffee später. Viel kostet mich ja nicht. Die Waffenruhe wurde Und beendet. dann, oh, dankeschön. Baumschule. Wie viel mache ich jetzt davon? 2 pro Stück? Wohlgemeint, ich brauche auch noch die Zitrusfrüchte. Darf ich auch nicht vergessen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich brauche hier ein bisschen mehr Platz. Dann wäre es vielleicht eher vom Vorteil, auch das Häuschen hier so zu platzieren, damit ich hier in der Mitte noch ein bisschen Platz habe. Ich baue den direkt hier oben hin, weil, seien wir ehrlich, hier habe ich das Lehmvorkommen, was ich momentan nicht verschieben kann. Da macht es vielleicht echt Sinn, wenn ich den irgendwie da oben hinbaue.
Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. So, haben sie das einfach. Ohne mein Einverständnis? Wie frech. So, Baumschule. Mehr ein bisschen darum, jetzt mal abzutesten, wie viele wir wirklich platzieren könnten. Natürlich mit 100% Faktor und so. Das heißt, ihr drei werdet jeweils 100% kriegen. Da muss man nicht zweifeln, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das war nicht so viel testen, leider. Alle kriege ich hier oben nie hin. Das verdammte Feld hier nervt. Hat er dann eine Idee, dass er die dann doch so hier unten hin platziere? Noch Platz hätte hier oben, ne? Weil so kriege ich wieder auf die, kommen wir wieder auf die 100%. Ja. So wird es theoretisch gehen, wenn wir aber die, eventuell hier unten nochmal 1 oder 2 Stück. Ja, sagen wir 1, wa? Und sei mit sehr viel Wohlwollen. Okay. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Ja, dann bereite es doch vor. Du, du. La 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 la. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Schön. Oder schlecht? Unter Nein, ihrer Konkurrenz natürlich schlecht. ist ein Krieg ist immer schlecht. ausgebrochen. So. Was? Aha. Was? So. Den hätte man dann so. Noch ein bisschen mehr Platz, falls überhaupt notwendig wäre. Haben wir nicht irgendwie... Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Dankeschön. In welcher Welt zum Henker wollte er was von uns? Oh, in der. Okay. Capsulon haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Tschüss. Hä? Eine einzige von denen. Bedankloser Klunker. Charakter-Item. Okay. Ey, 2 Linienschiffe habe ich noch. Ich wollte schon sagen, ey. Wachdienst eingerichtet. Hätte mich sonst jetzt stark verwundert. So. In die Takelage. So. Und da bringen die 90 haben wir. Das heißt, ich muss ein paar Mal fahren. Ja, dafür werden nachher halt die Insel hier Volle Segel. soweit abgeschlossen. Wir machen nämlich hier noch als Reserve. So. Willst du uns zuschauen? Von ihrer Arbeitskraft. Ja, 50 ist halt doch relativ viel, was eine Perlenfarm braucht. Also geht das Rohmaterial, okay. Die Ölimporter kommen, wobei der eine ist schon weg. Es kann noch 2, die holen jeweils 800 ab. Aber schon wieder 1000, also könnt ihr sogar noch einen dritten wirklich befüllen.
Ganz kurz ein bisschen vorspulen, Freunde. Du, 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 du. Das alles, damit wir am Schluss wirklich halt in der Lage sind, alles irgendwie zu produzieren, herzustellen und alle DLC abdecken. Alter. Bereit zum Auslauf. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Sag mal. Wie gehen die Stoffe aus? Verdammte Kacke. So. Ist der wieder unterwegs? Da kommt bereits nächstes Land auf eine 103 Öl. Und wir haben 474. So. Ja, dementsprechend ist eigentlich relativ logisch, wa? Noch meine beiden Ölimporter. Einer ist bereits unterwegs, den ich mehr sehe. Sprich, sind 1200 Öl. Ob jetzt Tonnen oder so, kein Plan. Die hierhin unterwegs sind, ja, die kommen natürlich dann auch rechtzeitig. Das ist krass, also, sobald der Import einmal durch ist, das. Der Verteiler, Entschuldigung. Und jetzt kommt er gerade, hä? Trotzdem, dass sicher gar nichts mehr da ist. Krass, krass, krass. Ja gut, dann bauen wir natürlich mal noch einen neuen... Hallo, wieso habe ich... Oh, keine fucking Stahlträger mehr. Günstig, wenn ich hier schon wieder alles verbraten habe. So. Oh, eine Inspektion. Warte mal, wer das schon wieder? 2 zum 1 war er, wa? Nee, der Zyklus ist ein bisschen anders, aber okay, gut. Dann kann ich nämlich dann eben da wieder ein bisschen was produzieren. Aha, doof. So, hier gucken. Was guckst du? Wollen Sie mein Kanonenfutter für unterwegs sein? Wollen? Wir haben noch ein paar Schiefaufgaben, das ist mir alles bekannt, Leute. Leider muss ich sagen. Schlachtkreuzer bereit. So, da kommen schon erste Schiffe, die aufs Maul wollen. Auf die Station. Bring ich mal was er macht. Schiff unter Beschuss. Hat er weit getroffen, muss ich sagen. Ich meine, von da hinten schießt er und... Boom, boom. Und gleich nochmal, komm schon. Boom, boom. Danke. So. Schiff eskortieren. Boah. Läuft, würde ich sagen, wa? Läuft, es läuft. So, neue Welt läuft die auch. Nee. Die stinkt, die läuft nicht. Egal. Bitte ganz kurz da hier zurück. Neue Waren holen. Gucken wir mal. So, 66 Obrero. Ja, ich muss ja eine Kaffeeproduktion schon wieder einstellen. Ist mir bewusst, Freunde, keine Sorge. So behämmert bin ich jetzt auch wieder nicht. Es geht auch ein bisschen um den Verbrauch, alles ein bisschen abzuwägen. Wo ich eigentlich ja gucken könnte. Schiff unter Beschuss. Ernsthaft. Neue Befehle. So, jetzt reicht's. Jetzt übernehme ich mal ganz kurz das Kommando hier.
Waffe magisch an. Auf Geschütze! Die Waffenruhe wurde beendet. Sag mal, Das Wasser schäumt, Admiral. ein bisschen Fahrt aufnehmen wir da den Schaden, Kumpel. Feuer aus allen Hat er jetzt das Schiff versenkt, obwohl ich ihm gesagt habe, hey, geh bitte mal auf das Schiff los. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. bereit machen zum Feuer. Auf Geschütze! Wachdienst eingerichtet. Wachdienst eingerichtet. Also, ich weiß nicht, das ist ein bisschen sehr knapp geworden, was du hier gemacht hast, Kumpel. Immer stark, wenn wir das jetzt irgendwie noch überleben. Und die Frage, welcher Leuchtturm überhaupt? So sein. Ja. Ah, der hier, okay. Ja. Aber es waren jetzt irgendwie, ich glaube, 5 Schiffe insgesamt auf dem Abfangkurs, die ich alle zerstört habe. Ich glaube, regeneriert sich. Ne, oder regeneriert er sich knapp? Bin ich jetzt sicher, man sieht es kaum. Ja, schwer zu sagen. Aber ja, ich glaube, es müsste aufgehen. So. Meine liebe neue Welt. Meine Lieblingsneue Welt. Neue Befehle? Gibt's sowas? Neue Befehle? Ja, die gibt's. Tatsächlich. Kaum zu glauben und doch wahr. Segel setzen. Bin nochmal ganz kurz hier hin. Hier die ganzen Dinge upgraden. Kann, muss, whatever. Jetzt fehlen mir eben davon noch ein bisschen. Und das für 3 Gebäude. Nehmen wir das auch. Der mit seiner scheiß Alpaka-Dingsbums, die habe ich doch hier. Alpaka-Farm. Mann, Mann, Mann. So. Aber ja, nachher müsste eigentlich die Insel hier durch sein, sag ich jetzt mal. Kampfdeck bereit machen. Nennen wir das und können uns darum kümmern. Das Lager ist voll, Jefe. Naja, das vorhin schon gesagt. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Ja, nee. Ja, wir noch ein bisschen die Kaffeeproduktion doch noch Soll ich Ihnen zeigen, wie ankurbeln. das geht? Aha, stimmt, da wollte ich machen, was unterbrochen wurde. Die Produktion des Kaffees. Fein, fein. Und jetzt zurück in die Gosse.
Wow. Woher kommt der ganze Verbrauch? Ob das irgendwie auch mal angucken könnte. Ah, sorry. Die falsche Taste. Ach, alleine schon hier 17, ne? Das Problem ist natürlich auch hier neue Kaffeerösterei, wird auch schon so viel Arbeiter beanspruchen, die eigentlich was anderes bräuchten. Weil wohlgemerkt, das ist eigentlich nur, weil ich denen jetzt einen Kaffee zurückgegeben habe. Man könnte vielleicht sogar sagen, ey, es ist eigentlich nur temporär. In Anführungszeichen. Schön wäre es zumindest. Wolkenkratzer ausbauen, ja. Den auch noch, ey. Das Problem ist sicher, wenn ich nachher jetzt sage, ey, komm, hier Kaffee raus. Dann hätten wir vermutlich das Problem, dass irgendwie ein Grundbedürfnis wieder nicht da ist und dann steigen die sowieso wieder ab. Ist doch immer das Gleiche, Freunde. Ist doch immer das Gleiche. Zwischenprodukte. Ja, das hält sich etwa die Waage. Das war mir soweit eigentlich klar. Willkommen in der... Ja, hier haben wir es eigentlich. Ich muss echt nochmal einen dritten bauen, es hilft halt nichts. Okay. Ich mache es aber trotzdem so. Weil das wäre von dem her kein Problem. Dass ich eine neue Welt gebe und denen doch den Kaffee wieder zurückgebe. Es ist nichts Besonderes. Weshalb nur überleben? Weshalb nicht erleben? Damit ich halt hier wieder mehr Arbeiter habe. So. Also die Zeit, Freunde. Die Zeit sagt, du bist schon längst früher, Michael, was machst du da überhaupt noch? Da hat die Zeit gar nicht mal so unrecht. Mehr als bereit. Seht ihr? Sogar die sagen es. Mehr als bereit. Trotzdem, ich will noch ganz kurz das hier abschließen. Wann haben wir das? Und alles ist gut. Solange du wild bist. Ja, okay. Gut. Wenn ihr das seht, werden noch ein bisschen Holz. Von allem ein bisschen was. Vielleicht sogar für die nächste Insel. Ponchos, Melonen, das ist soweit auch klar. Nimm doch bitte mal alles mit, was sie hier so haben und bring es nach hier oben. Volle Segel! Gucken, ob sie auch reicht. Und hier, wie bereits erwähnt, mit den Waren. Ponchos steigen. Hier ebenfalls, wenn auch nur wenig. Oder halten sie die Grenze, die Marke. Hier ist einfach nur deswegen weniger, weil ich halt immer wieder ein bisschen was mitnehme, um hier aufzustocken. Also weil das hier voll ist, haben wir das Problem auch behoben. Ansonsten Stahlträger. Ja, aber auch wieder aus der neuen Welt. Aus der alten Welt, sorry. Und eben, ich will ja sowieso dort was Cooles Neues bauen. Neues Schiffchen, um es hier hinzuschicken. Kann ich sogar 2 Schiffchen draus machen. Einen fürs Öl, das andere für normalen Waren. Dann passt nämlich auch. Hoffe zumindest. Tja, Freunde, dann will mal sagen. Vorsicht, Greffe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Will mal sagen, Schnauze kleiner. Damit ich noch ein bisschen was Cooles fürs Thumbnail habe, auch jetzt doch mal den noch zu Ende. So. Eine Baumschule für Zimt.
Kann ich jetzt hier beim Katalog irgendwie was auswählen? So. Ja, wir können Produkte so ändern, oder? Das ist gar kein Problem. Wir können sagen, hey, machen wir Kokos, Öl. Da geht sogar beides. Das geht von Hand Nee, wesentlich eben. besser. Eben nur eines. Okay. Freunde, würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir stellen jetzt Zimt her. Mit dieser Baumschule. Und gucken mal, wie es da mit dem Kokos und so läuft. Und wie das Ganze überhaupt gemanagt werden kann. Ne? Ob das überhaupt das Ganze aussieht, ob ich irgendwie wieder auf eine andere Insel dann noch exportieren muss, oder wieder eine Insel klauen muss. Ich hoffe so eher weniger. Steht da oben echt Endlich 1800 können wir ein tatsächlich. weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, du mich auch. Mein Gott. Zimt, Freunde, Zimt. Es wird süßer. Wie so oft. Im Leben. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Danke fürs Zusehen und bye bye.